Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 5. Und das letzte Mal bei Rotschürzli. Sie haben fast das ganze Labor in die Luft gejagt. Pantalone muss das Gegenmittel bis Mitternacht eingenommen haben. Ach, mit sowas werd ich doch locker fertig. Das mit dem Schürzenjäger kommt mir gerade recht. Columbina war mit Dottores kleiner Gondel bereits eine halbe Stunde unterwegs gewesen, als sie plötzlich an der Kreuzung von zwei bekannten Persönlichkeiten aufgehalten wurde. Halt! Im Namen von der großartigen spanischen Nationalgarde! Genau! Im Namen von der Nationalgarde! Oh, Capitano, schauen Sie mal, das ist ja Columbina! Capitano, Sergente, was führt euch denn da an? Sind ihr nicht zurück auf Spanien? Columbina fuhr mit der Gondel etwas näher an die beiden heran. Ah, wunderschöne Columbina! Ja genau, wir haben gerade wollen nach Spanien losfahren. Da hat uns aber ein Botschafter eine Nachricht vom spanischen König überreicht. Ruhe, Sergente! Ich habe das wollen erzählen. Sie, Capitano. Also, dort drin ist gestanden, wir müssen in Venedig bleiben und den Schürzenjäger ausfindig machen. Weil nur wir, der grosse Capitano d'Espagna, können so eine gefährliche Aufgabe übernehmen. Ich glaube, der spanische König hat uns einfach loshaben. Sergente, erzählen Sie da nicht so einen Kabis. Oh, natürlich. Sie, Capitano. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich muss jetzt aber weiter. Und zwar da durch. Der Pantalone braucht jetzt seine Medizin. Halt! Da darfst nicht durch. Und wieso nicht? Vor kurzem soll da der Schürzenjäger gesichtet worden sein. Und wir sperren zur Sicherheit den Seitenkanal ab. Und als Dienstmagd mit so einer schönen roten Sürze sollst du zu so einer Zeit nicht allein unterwegs sein. Am 11 Uhr am Morgen, bei helligstem Tag. Kommt, ich muss dringend zum Pantalone. Er muss die Medizin haben, sonst stirbt er. Das ist zwar tragisch, aber Sicherheit von schönen Frauen geht immer vor. Columbina versuchte die beiden Soldaten eine ganze Weile zu überreden, sie endlich zu Pantalone fahren zu lassen, als plötzlich Signore Diego auf der anderen Seite des Flusses erschien. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Da hinten überfällt der Schürzenjäger grad eine Magd! Was? Wir müssen sofort helfen! Sergente warf vor lauter Aufregung Capitano von Ei, der ei, Bank. ei! Sergente! Nel cielo, Dios mio! Es tut mir leid, Capitano! Was stehen Sie da noch blöd rum? Los, gehen Sie vor! Ich schwimme grad nach! Sie, Capitano! Sergente wollte ans Ufer springen, doch Diego gab der Gondel unbemerkt einen kleinen Stoß, so dass Sergente ebenfalls ins Wasser fiel. Sie taugen aber für gar nichts, Sergente! Los! Wasserformation! Signore, bitte bleiben Sie bei der Columbina, bis die Gefahr vorbei ist. Aber selbstverständlich. Aber ich habe doch gar keine Zeit für das. Ich muss zum Pantalone. Ah, der alte Sack kann warten. So interessant kann die Lieferung doch nicht sein, dass du dich deswegen würdest in Gefahr begeben, oder? Columbina wollte bereits antworten, doch zögerte kurz. Signore Diego hatte Pantalone und der Dienerschaft schon oft das Leben zur Hölle gemacht.
Es war also besondere Vorsicht geboten. Stimmt. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Ich weiss, dass der Pantalone nicht warten kann. Aber wenn ich dem Gauner verrate, dass der Pantalone todkrank ist und ich das Gegenmittel habe, wird er sicher versuchen, mit allen Mitteln mich aufzuhalten. Nein, es ist nur ein Geschenkskorb vom Dottore. Ja eben, dann kannst du dir ja ganz viel Zeit lassen. Sicherheit geht wie immer vor. Die ist ja gar nicht so dumm. Versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass ich von dem Gegenmittel erfahre. Das könnte ja gerade ausnutzen. Weisst, wenn du es eilig hast, es gibt ja noch einen anderen Weg zum Pantalone. Ein viel, viel schnellerer Weg. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber seit wann sind Sie daran interessiert, dass der Pantalone eine Lieferung schneller überkommt? Es sei denn, es springt etwas für Sie raus. Ja, du bist halt eben eine Schlaue. Ich will auch etwas. Aha. Und was bitte? Wegen dem Schürzenjägervorfall bin ich ein bisschen zu spät für eine Sitzung, die auf dem Weg zu dieser Abkürzung liegt. Und wenn du mich mit der Gondel ein Stück mitnehmen würdest, würde ich es noch rechtzeitig schaffen. Columbina schaute Diego nachdenklich an. Da ertönte der Klang der Kirchenglocke. Oh nein, es ist ja schon Mittag. Ja, dann überleg nicht mehr so lang und lass mich dir endlich die Abkürzung zeigen. Also gut, kommen Sie an Bord. Du wirst es nicht bereuen, meine Liebe. Du wirst es nicht bereuen. Im Hause Pantalone lief Brighella unberuhigt hin und her. Es waren nämlich bereits 4 Stunden vergangen, seit die Brieftaube von Dottore die Botschaft vorbeigebracht hatte. Brighella, sie kommt sicher grad. Nein, irgendetwas stimmt nicht. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Hättest halt nochmal etwas essen oder musst du aufs WC? Nein, Arlecchino, ich muss ja nicht aufs WC und ich habe auch nicht Hunger. Ich meine, es ist 2:30, Arlecchino. 2:30. Für diesen Weg brauchst du nicht einmal du so lange. Ja, da hast du wohl recht. Moment mal. Hey! Und außerdem würde Columbina niemals trödeln, wenn jemand in eine Lebensgefahr schwebte. Ja, dann wär's vielleicht besser, du gehst sie suchen. Gut, dann bleib du da und passe auf den Pantalone auf. Es hat übrigens noch Würst in der Speiskammer. Fein! Ja, wenn's so ist, bring ich dich schnell zur Tür. Arlecchino brachte Brighella zur Tür und verabschiedete sich von ihm. Auf dem Rückweg zu Pantalones Schlafgemach hörte er komische Geräusche vom oberen Stock. Sein Herz hüpfte vor Freude. Es könnte ja sein, dass Pantalone wach geworden war. Er rannte die Treppe nach oben und öffnete die Tür. Signore! Sind Sie wach? Was zum... Signore? Pantalone war nicht, wie Arlecchino erhofft hatte, in seinem Bett. Stattdessen war das Fenster sperrwangelweit offen und ein Seil hing herunter in den Kanale. Pantalone! Bei allen heiligen Geister! Nein, 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 nein! Das kann doch nicht sein! Aber ein leeres Bett, ein Seil, es ist noch ganz warm. Arlecchino ging ein Licht auf. Pantalone war gerade entführt worden. Er rannte zum Fenster und sah eine kleine, unscheinbare Gondel. Eine dunkel gekleidete Gestalt deckte Pantalone mit einer schwarzen Decke zu. Pantalone! Die dunkle Gestalt erschrak und begann panisch davon zu rudern. Oh nein! So haben wir nicht gewettet! Keine Angst, Pantalone! Ich rette Sie! Ende von Kapitel 5. Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.